Es ist immer schön, wenn wir mit einer God-Story anfangen können, mit einer Erfahrung, die jemand gemacht hat. Darf ich Maria gerade bitten, dass du das selber erzählst, was du erlebt hast letzte Woche und das mit uns teilen tust. Ich finde ich lese, dass ihr Anteil nehmen könnt. Am Freitag war ja das Awake und ich bin mit grosser Hoffnung gekommen. Ich habe aber gedacht, ja, ich darf nicht zu viel hoffen, weil wenn man zu viel hofft, ist man dann auch enttäuscht, weil Gott ist einfach Gott. Und er entscheidet schlussendlich, wer darf wieder in Stand gestellt werden und wer nicht. Es hat einen langen Prozess gebraucht, aber es ist einfach komisch. Ich habe ja Opiat genommen, habe am Freitag am Abend gedacht, ja, soll ich jetzt eine nehmen, weil das gibt Nebenwirkungen. Nein, ich lasse alles weg. Schmerzmittel, Opiat, alles einfach auf Null runter. Ja, und bin immer noch da. Und es geht mir gut. Also, Beweglichkeit ist wieder zurück, alles. Es ist einfach Hitze und ich merke, es ist noch am Wirken. Also es ist noch etwas Störendes im Rücken, aber ich kann mich bewegen. Früher habe ich ja, ihr habt mich ja erlebt mit Opiat. Und jetzt kann ich sagen, fängt das Leben weiter, geht es weiter. Bravo, danke. Bravo an Jesus. Schön. Ich denke, die Erwartung zu Jesus hin, dass er wirkt in unserem Leben, die darf zunehmen. Und das ist immer schon schön, wenn auch Leute von außen kommen, wie jetzt die Gruppe da von der Bethel Church von Reading, die da war, die hat eine Begeisterung mitgebracht. Auch ein paar prophetische Worte, auch für unser Land. Auch ich durfte in den Genuss kommen, dass sie über mir gebetet haben. Und die da waren, haben eine Begeisterung gespürt, glaube ich, am Freitagabend. Und das darf weitergehen. Und ich wünsche mir, dass wir einfach zunehmen. Zunehmen an dieser Hoffnung, dem Glauben zu Jesus hin und andererseits auch zunehmen in dem, dass wir das umsetzen. 1:1 in unserem Alltag, dort, wo wir in Beziehungen stehen, füreinander beten, miteinander unterwegs sind. Und dann glaube ich, dann kann da vieles noch freigesetzt werden. Wir haben noch Luft nach oben. Oder? Wir haben noch Luft nach oben. Gut. Wir kommen zu einem wunderbaren Thema, Taufe. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du Taufe hörst? Darf ich mal so ein paar Stichwörter hören? Ich bin nicht so schnell im Schreiben. Also, Neugeburt. Gut, weiter. Wie? Heiliger Geist. Gut. Wasser. So, noch eins. Sterben. Tauchen. Gut. Jetzt, wer möchte mal eine Taufe vollziehen? Also nicht selber, sondern sich beteiligen bei einer Taufe. Also jemanden taufen. Wer möchte das? Von euch? Jemand darf vorkommen, der das möchte? Ein Freiwilliger? Wir taufen jemanden? Gut, Anina. Wunderbar. Ich habe jemanden mitgebracht. Panda-Bär? Nein, nicht Panda-Bär. Ein Panther. Genau ist das. Und zwar ist das etwas, ich tue jetzt nicht Taufe ins Lächerliche ziehen, sondern der Begriff Taufe, wie man ihn damals, zur Zeit von Jesus gebraucht hat, hat man ihn im Alltag gebraucht. Wenn man eben etwas gewaschen hat
oder etwas untertaucht hat, jetzt darfst du den mal taufen, dann hat man dem gesagt, taufen. Wenn man die Hände gewaschen hat, dann hat man eigentlich die Hände getauft. Also darfst du den mal taufen, richtig rein, jawohl, genau. Jetzt gehört er auch zu der Baptistengemeinde, hä? Gut, und zum Beispiel, wenn ein Tüchlein dreckig war und ein Tüchlein man gewaschen hat, dann hat man das getauft. Ja, jetzt tun wir das eben gerade mit dem Tüchlein. Du kannst ihn da auf die Seite nehmen. Ja, vielleicht. Das geht relativ gut bei dem, ja. Wunderbar. So, jetzt kann er da ein bisschen trocknen, der Sonne. Jetzt haben wir also den getauft. Danke vielmals. Also das Wort Taufe auf Griechisch Baptizo, das hat man im Alltag verwendet. Eben für so Sachen zu beschreiben, wie jetzt das da, oder untertauchen, oder begraben werden. Oder wenn ein Schiff untergegangen ist, dann hat man auch das Wort verwendet, Baptizo, also es ist untergegangen, verschwunden, begraben worden. Ich habe von einem Philosoph ein Rezept gefunden, der hat das 200 Jahre nach Christus abgefasst und der verwendet das Wort Baptizo auch zweimal in seinem Rezept. Zuerst tauft man das Gemüse im heißen Wasser und tauft es dann im Essig. Und dann kommt das Gemüse in den Himmel. Nein, das steht natürlich nicht drin. Aber ich will euch nur sagen, für das hat man das Wort Baptizo, Taufe, gebraucht. Und Jesus hat also ein ganzes alltägliches, profanes Wort, Begriff gebraucht, wo klein und gross, jung und alt, gebildet, ungebildet verstanden haben im Alltag. Angewendet haben im Alltag. Und sie haben den Begriff genommen, Jesus und dann auch die Jünger, und haben den Begriff neu gefüllt. Mit einer geistlichen Bedeutung. Etwas, was in der Kirchengeschichte öfters schon passiert ist, zum Beispiel der William Booth, Gründer von der Heilsarmee. Der hat so Gassenschlager genommen, wo man gesungen hat, wo jeder kennt hat, in den Beizen, bei Bier und Frauen haben Männer die Schlager gesungen und hat die Melodie genommen, den Text einfach ausgewechselt und einen christlichen Text dazu getan. Und dann hat man nachher in den Versammlungen die Lieder gesungen, die jeder kennt hat, von der Melodie her, einfach mit einem neuen Text. Und so ist ein profanes Mittel eigentlich, die Melodie, zu einem geistlichen Transportmittel geworden, um etwas Geistliches zu vermitteln. Nicht, dass ich mich mit dem William Booth irgendwie vergleiche, aber ich versuche das auch immer wieder. Anknüpfungspunkte suchen in der Gesellschaft und dann das, was man kennt, neu füllen. Zum Beispiel das Timeout in der Projektwoche. Wir reden vom Timeout, nicht von einer Andacht, sondern vom Timeout, das knüpft ja an, das ist ein ganz einfaches Beispiel jetzt, in der Welt vom Sport, wo ein Trainer nochmal sein Team zusammennehmen kann, um in den letzten Minuten vom Spiel noch taktische Anweisungen weiterzugeben, damit man das Spiel noch drehen und gewinnen kann. Das ist das Ziel. Und wir füllen das Timeout neu füllen. Indem wir nicht nur taktische Anweisungen weitergeben, sondern wie kann ein Leben mit Jesus aussehen? Zum Beispiel Shopping-Arena. Das ist ein richtiger Traum, wenn unsere Shopping-Arena neu gefüllt werden mit geistlichem Leben. Wenn wir dort sind, wenn Christen dort sind und christliche Sachen oder geistliche Sachen könnten von dort ausgehen in die Region. Ja, die grossen Einkaufszentren werden in Zukunft eher Mühe haben durch den Online-Markt. Das habe ich letztes Jahr gelesen und gedacht, wow, das wäre eigentlich super für uns als Christen, dass wir in die Shopping-Arena oder in die Einkaufszentren reingehen können, dort, wo die Leute zusammenkommen und dort könnten sie abholen und diese Shopping-Arena plötzlich eine andere Bedeutung bekommt. Einen neuen Inhalt. Jesus. Schauen wir mal den Begriff Baptizo an. Wie hat Jesus den Begriff neu gefüllt und nachher auch seine Jünger? Und für das stelle ich euch jetzt eine Person vor. Der Silas. Der Silas, eigentlich der imaginäre Silas. Also so könnte sich das abgespielt haben.
Silas hat in Jerusalem gelebt und ist aufgewachsen als gottesfürchtiger Jude und ist zu Pfingsten dort gewesen, wo der Petrus predigt hat. Ein paar tausend Leute sind ja anwesend gewesen, zu dieser Zeit am Pfingsten im Tempelbezirk, und sie sind tief betroffen gewesen von dem, was sie gehört haben vom Petrus. Und dann hat auch der Petrus über die Taufe geredet, und als frommer Jude hat der Silas mehr mit dem Wort Taufe verbunden, mit dem Wort Baptizo, als nur ein bisschen Handwaschen. Er hat das verbunden mit 3 Sachen, die er in seinem Leben gekannt hat. Erstens mit den rituellen Wäschungen aus dem jüdischen Gesetz. Zweitens mit dem Johannes der Täufer, der vor ein paar Jahren umhergezogen ist und Menschen zur Umkehr, zur Buße aufgefordert hat und dann getauft hat im Jordan. Und drittens, bei dem Wort Baptizo erinnert er sich an seinen Freund, an Sokrates, der zum Judentum sich hingewendet hat. Und all die 3 Tauferfahrungen verknüpfte Silas mit etwas ganz Besonderem. Alle die 3 Tauferfahrungen haben eine unterschiedliche und einzigartige Bedeutung in seinem Leben. Erstens, der Silas ist mit den jüdischen Reinigungsvorschriften aufgewachsen. Und da hat es unzählige Situationen gegeben, wo man unrein ist worden. Zum Beispiel, wenn man ein totes Tier berührt hat. Wenn man Aussetzungen zu nahe gekommen ist oder in Berührung gekommen ist. Wenn man einen Samenerguss hat. Wenn man zum Beispiel einen Hautausschlag hat und dann ist der verheilt, dann hat man nachher ein Reinigungsbad nehmen. Unter das Reinigungsbad ist man rein geworden, dass man wieder in die Gemeinschaft, in die geistliche Gemeinschaft eintreten. Vorher hat man nicht mehr dürfen, der geistlichen Gemeinschaft teilnehmen. Ist man unrein gewesen. Und für den Silas ist klar, wo er den Petrus gehört reden, ist klar, Taufe hat etwas zu tun mit Reinwaschen. Da werde ich rein. Da wird meine Schuld abgewaschen. Jetzt komme ich wieder in Beziehung zu Gott und in Beziehung zu meinen Mitmenschen, die auch mit Gott unterwegs sind. Durch Taufe werde ich rein gewaschen von meiner Schuld. Und die unzähligen Reinigungsbäder sind alles Zeichen gewesen, oder Vorbote auf die eine Taufe, die Taufe auf den Namen Jesus, wo in dem Sinne keine äußere Bedeutung mehr hat, sondern vor allem eine innere Bedeutung. Konkret heisst das, Taufe ist also ein Sinnbild, du und ich, wir werden durch Taufe reingewaschen von unserer Schuld. Unsere Beziehung wieder hergestellt zu Jesus. Es gibt so ein schönes Lied, oder? Oh Happy Day, das wir alle kennen. He washed my sins away. Oh Happy Day. Was für ein glücklicher Tag. Jesus hat meine Schuld abgewaschen. Es kommt mir also so vor, wie wenn wir Pneu wechseln. Letztes Jahr habe ich meine Autopneu oder Trelli gewechselt. Vom Winter auf den Sommer. Und nachher hat man so dreckige Hände. Und alles, was man dann anlangt, oder? Dann, vor allem weisse Hemper, oder, lege ich ja nicht an, dann zum Pneu wechseln, aber alles hinterlässt dann schwarze Spuren. Und nachher geht man seine Hände waschen, mit einer guten Seife, und dann hat man wieder saubere Hände. He washed my sins away. Halleluja. Jesus hat meine Schuld abgewaschen. Wir hatten mal einen Täufling gehabt, der hat mir gesagt, als er im Wasser unten war, dass er ein helles Licht gesehen hat. Ich habe das nicht gesehen, ich habe das nicht wahrgenommen. Aber er hat so den Eindruck gehabt, es war ein helles Licht vor ihm, und das hat ihn so berührt, weil er das so interpretiert hat und gesagt hat, jetzt ist meine Schuld abgewaschen, jetzt bin ich rein, jetzt bin ich mit Gott verbunden, ich bin reingekommen mit ihm. Und darf in seinem Licht sein. Ich bestehe in seinem Licht. Weil meine Schuld weg ist.
Zweitens, Silas erinnert sich an eine seltsame Erfahrung. Vor 3 Jahren war er unterwegs am Jordan und dann trifft er dort so einen komischen Kauz, der komisch angelegt ist mit Kamelhaar. Und da redet zu den Leuten. Der Johannes hat eine einfache Botschaft gehabt: kehrt um zu Gott, lasst euch taufen. Und viele Mann und Frauen sind angesprochen gewesen, und er hat viele getauft dort im Jordan. Der Silas ist mit anderen ein bisschen auf Distanz gegangen und hat mal geschaut, was der da macht. Und sie haben ein bisschen diskutiert, wie sollen wir jetzt dem Typ sagen? Johannes, der heißt Johannes, der Wäscher, der tut Menschen waschen. Passt irgendwie nicht. Johannes, das Kamel. Er stinkt ein bisschen. Sieht ein bisschen komisch aus. Passt irgendwie auch nicht. Johannes vom Jordan. Weiß auch nicht. Ich heiße Johannes der Täufer. Und so ist der Name Johannes der Täufer entstanden. Die Leute haben dem Johannes der Täufer gesagt, weil der Johannes hat etwas gemacht, wo bis dahin unbekannt war. Wenn man sich getauft hat, eine Taufe vollzogen hat, dann hat man das immer selber gemacht. Man ist selber in das Reinigungsbad hineingestiegen, man ist selber untertaucht. Der Johannes macht jetzt etwas, was noch niemand gemacht hat. Er tauft die Leute. Er tauft die Leute. Und ich kann euch ja überlegen oder 3-mal rätseln, wer das am meisten gestört hat. Das sind natürlich Gesetzeslehrer gewesen. Die denken, das ist irgendwie komisch, was der macht. Und der Silas hat damals das ein bisschen von weitem beobachtet und er ist schon angesprochen gewesen, irgendwo innerlich, aber er hat gedacht, oh, da sind mir zu viele Leute, so ein Lärm, so ungewohnt. Ich melde mich nicht. Und er hat sich still davon geschlichen. Und während der Silas so in den Gedanken noch verhangen ist mit der Geschichte, die er dort erlebt hat, mit dem Johannes, hört er neben sich seine Frau rufen und andere Brüder, was sollen wir jetzt tun? Und wir sind ja da ab Pfingsten, kommt wieder in die Realität zurück. Und die Leute rufen, was sollen wir tun, nachdem der Petrus ja geredet hat zu ihnen. Und dann sagt der Petrus, kehrt um zu Gott. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Auf den Namen Jesus. Das versteht der Silas wieder. Das kennt er aus der Handelssprache. Auf den Namen Jesus. Das bedeutet, wenn man ein Schaf zum Beispiel verkauft hat, der Besitzer gewechselt hat, dann hat der alte Besitzer ja sein Zeichen auf dem Schaf gehabt, dann hat der neue Besitzer das Schaf genommen, das Zeichen abgewaschen und sein neues Zeichen dem Schaf aufgedruckt. Und die Aussage auf den Namen Jesus ist am Silas klar gewesen, der Begriff. Da geht es jetzt darum, um einen Herrschaftswechsel. Wenn ich mich taufe auf den Namen Jesus, dann ist mein Leben nachher unter Gottes Regie. Mein Leben gehört nachher ihm. Ich bin nicht mehr selber Herr und König über mein Leben, sondern er ist der, der mich nachher führt und leitet. Ja, soll ich das wirklich? Und das öffentlich. Da hat es noch mehr Leute als dort im Jordan. Und das sind so Fragen, die ja viele Leute haben, viele Christen sich stellen. Ja, soll ich mich überhaupt taufen lassen? Bin ich überhaupt genug reif? Ist eine gute Frage. Aber ich glaube, sobald sich jemand diese Frage stellt, ist er genug reif. Und nachher gibt es die anderen, die sagen, ja, ich bin schon so lange doch mit Jesus unterwegs und es ist ja gut gewesen so und es geht ja so. Für was muss ich jetzt mich noch taufen lassen? Was denken denn die anderen, wenn ich schon so lange Christ bin und jetzt sollte ich auch noch da ins Wasser steigen? Ich glaube, dass mit der Taufe immer auch ein Kampf verbunden ist, ein geistlicher Kampf verbunden ist. Und wenn man den Hintergrund auch kennt, von dem Herrschaftswechsel, dann macht das doppelt Sinn, sich mit dem
auch auseinandersetzen. Denn mit dem Herrschaftswechsel tue ich ganz klar Position beziehen und wechsle Zeiten. Ich tue mein Leben Jesus anvertrauen. Und er ist nachher der Herr und König. Und mit dem ist immer ein Kampf verbunden. Der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Leu und versucht alle, die irgendwie zweifeln, die irgendwie packen, zerstreuen, Gedanken, Lügen hineingeben, dass sie absehen von dem. Und dass sie das nicht durchziehen. Wir hatten einmal eine Frau gehabt, die hat sich taufen lassen und die hat nicht ganz eine einfache Vergangenheit gehabt. Und in den Tagen vor der Taufe ist sie in ein totales tiefes Loch gefallen. Wir haben das alle nicht gewusst. Und auf die Nacht auf den Sonntag hat sie einen Selbstmordversuch gemacht. Weil so ein Kampf in ihr losgegangen ist. Und der Widersacher sie fast geschafft hat, dass sie sich ihr Leben genommen hat. Sie hat nicht funktioniert, ihr Versuch, zum Glück nicht. Aber mit dem das zeigt etwas von der Tragweite, von dem Herrschaftswechsel, dass da ein geistlicher Kampf ist. Von Menschen, die rauskommen aus dem eigenen Leben, aus der eigenen Regie, aus Bindungen, wo sie eingegangen sind im alten Leben mit der okkulten Welt, dass da ein Kampf ist, dass dort auch Lossagen passieren müssen. Weil sonst wird der Teufel, der Satan, die Leute nicht loslassen. Und wir haben das damals mit dieser Frau definitiv unterschätzt. Und darum ist es doppelt wertvoll, dass man eben ein Taufseminar hat, mit Leuten kann einen Weg gehen im Vorfeld, kann mit ihnen reden, auch über ihre Vergangenheit und dann Sachen kann aufräumen, Sachen kann abschneiden, auch können über ihnen beten. Und was ich immer ganz schön finde, ist, dass die Menschen, die miteinander eben auch eine Taufvorbereitung durchlaufen, die haben immer eine bestimmte Beziehung, die sich dann da ergibt. Sie tun einen Meilenstein in ihrem Leben miteinander durchlaufen und einschlagen. Und das gibt einmal schöne Beziehungen, die manchmal über Jahre andauern. Also ist ein geistlicher Kampf verbunden mit der Taufe. Und so überlegt sich der Silas, ist jetzt das nötig? Soll ich mich jetzt taufen lassen? Was spricht eigentlich dagegen? Sollen wir jetzt dafür gehen? Sagt er zu seiner Frau. Sollen wir uns jetzt auch melden? Und er tut sich dann entscheiden mit seiner Frau, dass sie sich taufen lassen. Und sie sind ja nicht alleine. Es hat ja noch ein paar andere an diesem Tag. Über 3000 Leute. Und vielleicht haben wir auch schon gefragt, ja, wo ist denn da der See in Jerusalem, oder? Also die dann nächstes Jahr auf die Israel-Reise gehen, können mal schauen, wo denn der See ist. Oder der Fluss ist in Jerusalem. Damals hat man so Reinigungsbäder gehabt, außerhalb vom Tempel. Ganz Häufen. Die jüdischen Reinigungsvorschriften können, einzuhalten. Und in diesen Taufbecken hat man getauft. Und währenddem jetzt der Silas und seine Frau da in der Menge anstehen, erinnert sich der Silas an die dritte Situation, mit dem er das Wort Taufe, Baptizo, verbinden. Und zwar, damals hat er auch gewartet auf die Taufe von seinem Freund Sokrates. Sie sind dort auch angestanden. Und ihre gemeinsame Freundschaft hat Jahre zuvor angefangen. Der Sokrates war angezogen von dem Gott der Juden und ist nach Jerusalem gekommen. Und dort in der Stadt haben sich die zwei Männer getroffen und sie haben nächtelang über den Glauben hin und her diskutiert. Und der Sokrates hat ja nie in den Tempel rein, nur in den Vorhof. Er hat auch nie an den jüdischen Festen teilnehmen. Aber irgendwann ist die Entscheidung gereift in seinem Leben, dass er gesagt hat, ich will jetzt auch zu eurem Volk gehören. Und dazu hat es eine Taufe gebraucht. Natürlich auch eine Beschneidung. Aua. Würde ich da noch sagen.
Aber die Beschneidung war etwas, das so nebendurch gelaufen ist. Es ist schon im 1. Jahrhundert vor Christus hat sich das durchgesetzt, dass Taufe in der rabbinischen Tradition das Entscheidende war von dem ganzen Prozess, von dieser Entscheidung, ich möchte zu den Juden gehören, zu dem Volk, ich möchte beitreten dem Volk, ist Taufe das Entscheidende gewesen, wo der Prozess abgeschlossen hat und wo man dann dokumentiert hat, jetzt gehöre ich auch zu dem Volk. Und Silas mag sich noch gut erinnern, wie der Sokrates aus dem Wasser rausgestiegen ist und dann die Hände in die Höhe und dann gerufen hat, jetzt bin ich auch ein wahrer Israelit. Und alle haben geklatscht. Taufe war also damals ein sichtbarer Eintritt in das Volk, in das neue Volk, in die neue Familie. Und darum hat Silas gemerkt, Taufe ist ein Ausdruck dafür, dass ich mich jetzt in ein neues Volk hineinbegebe. Ich gehöre zu einer neuen Familie. Und er hat sich umgeschaut, wer steht denn da noch an? Oder? Wer gehört denn da zu dieser neuen Familie? Und, da eine, das ist ja die Magd von unserem Nachbar. Hä? Hallo? Hoi. Hallo. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Mein Name ist dann Silas. Jawohl. Ja. Sarah. Schön, freut mich. Du, die heißt dann Sarah. Ja, das weiss ich schon lange. Die ist ja schließlich die Magd von unserem Nachbar. Aha, du weißt das. Oder so ist es vielleicht hin und her gegangen. Und dann schaut er, dort hinten. Das ist ja der Zöllner, wo man vor einem Monat zu viel abgeknüpft hat. Du willst auch taufen? Du musst noch etwas noch... nein, komm. Ja, lassen wir das. Hey, ist gut. Wir sind jetzt Brüder, gell? Ja, gut. So muss man sich das ja vorgestellt haben, dass die Leute ja geschwätzt haben und gemerkt haben, durch die Taufe werden wir eine Familie. Wir gehören zusammen. Taufe bringt also zum Ausdruck Schweizer, Deutsche, Russen, Italiener, Afghanen, Protestanten, Katholiken, Lutheraner, Methodisten, arm, reich, black and white, wer auch immer. Durch Taufe gehören wir zusammen zu einem Volk, zu einer Familie, zu einem Body, zu einem Körper. Durch den Glauben an Jesus bezeuge ich, dass wir miteinander zur gleichen Familie gehören. Und dann geht es weiter, und ich möchte die Verse noch lesen, auch zum Übergang zum Mahl, das wir miteinander feiern. Apostelgeschichte 2, dort Vers 46 und folgende. Die Leute, die paar tausend Leute, die dann da zur Gemeinde hinzugekommen sind, die haben sich täglich getroffen. Täglich kamen sie im Tempel zusammen, feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wurde mit jedem Tag größer, weil Gott viele Menschen rettete. Sie haben zwei Sachen gemacht. Einerseits haben sie in den Häusern sich getroffen, zum Austauschen, zum füreinander beten, zum miteinander essen, zum Mahl feiern. Das ist dann verbunden mit dem ganzen Essen. Und sie haben im Tempel sich getroffen und dort haben die Apostel sie unterwiesen. Und im Tempel haben sie Gott anbeten. Als grössere Masse, als grössere Gruppe. Die zwei Sachen, die zwei Schienen haben sie gelebt. Und wir möchten das jetzt heute Morgen auch so machen, dass wir jetzt eigentlich in unsere Häuser gehen. So 8 bis 10 Leute bilden das Haus miteinander heute Morgen. Und in diesem Haus nehmen wir das Mahl ein. Es wird euch nachher gereicht. Und in diesem Haus dürft ihr miteinander austauschen. Was hast du erlebt? Vielleicht etwas, wie Maria erzählt hat. Wo hast du Gott erlebt letzte Woche? Es muss niemand, aber ihr dürft etwas erzählen, wo euch ganz zuvorderst ist. Wo hast du eine Ermutigung erlebt von Gott? Wo hast du
Hilfe erfahren, vielleicht Heilung erlebt. Aber du darfst auch sagen, dort wo du ein Anliegen hast. Und ihr dürft auch füreinander beten.